Здравствуйте. Для вас читает Артем Александрович Кочуров, специалист Санкт-Петербургской Центральной районной библиотеки имени Николая Васильевича Гоголя. Сейчас прозвучит отрывок повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» на немецком языке. Der Mantel. Hatte freilich sehr viel Mut in seinem Amtsbezirk und ganz besonders gegen seine Untergebenen, und jeder, der sein kühnes Wesen und die mannhafte Erscheinung sah, rief unwillkürlich aus: »Och, welch ein eiserner Charakter!« Hier aber ging es ihm wie ziemlich häufig Leuten, die ein reckenhaftes Äußere besitzen. Da kriegte eine Angst, dass er schon einen Schlangengefälle befürchtete. Mit eigenen Händen riss er sie größtenteils den Mantel von den Schultern und schrie dem Kutscher mit ganz fremder Stimme zu: »Nach Hause, was die Pferde laufen können!« Der Kutscher hörte diesen Ton, der nur in schicksalsschwangeren Augenblicken an sein Ohr zu schlagen pflegte und für gewöhnlich nur viel schlagendere Argumente nach sich zog. Darum duckte er den Kopf vorsorglich zwischen seine Schultern und schwang die Peitsche, dass der Schlitten hinflog wie ein Pfeil. Es dauerte kaum mehr als 6 Minuten, die hielt der große Mann bereits vor seinem Haus. Bleich, schlotten vor Entsetzen, ohne Mantel, kam er statt bei der Freundin Karolina Iwanowna bei sich zu Hause an. Er schleppte sich, so gut er konnte, in sein Schlafgemach und hatte eine äußerst aufgeregte Nacht, so dass sich seine Tochter anderstags beim Morgenzieh die Frage nach entschlagen konnte: »Sag, Papa, was hast du denn? Du bist so blass?« Der Vater aber hüllte sich in Schweigen und sagte keinem nur ein Wort davon, wo er gewesen und was ihm geschehen war. Sie ließ auch nichts davon flauten, wohin sie außerdem noch hatte fahren wollen. Er sagte künftig nicht, mehr gar so oft zu Untergebenen. Was unterstehen Sie sich? Begreifen Sie nicht, wen Sie sich haben. Und wenn es einmal tat, so immer ist. Nachdem er sich genau erkundigt hatte, ob sein Zorn begründet war.